Runden zum Eckigen. Der Erfinder des Zauberwürfels, ein ungarischer Architekturprofessor, der hat einen ganzen Monat gebraucht, ihn selbst zu entwirren. Die Jugend von heute würde darüber wahrscheinlich milde lächeln. Aber damals gab es eben auch noch keine Lösungsmethoden wie heute, um jeder Würfelseite eine Farbe zu geben. Wie schnell Zauberwürfel bei Wettkämpfen wie in Cottbus inzwischen gelöst werden, zeigt Josephine Jahn. Was hier zählt, ist Geschwindigkeit, nebst Fingerfertigkeit. Was für den Laien wie Zauberei aussieht, sei aber alles nur eine Frage bestimmter Schemata, sagen die Cuber, wie sich die Zauberwürfler untereinander nennen. Manche denken, dass das viel zu viel mit so Zahlen und Mathematik zu tun hat, aber nicht wirklich, dass so mehr so Algorithmen und einfach in eine Reihenfolge folgen. Wenn du diese Züge so oft wiederholst, wenn du einen Algorithmus so oft wiederholst, dann kannst du den schon automatisch, ohne darüber nachzudenken. Sagt Mara aus Berlin, die für Kroatien antritt und sich Unterstützung mitgebracht hat. Ihr Ziel, im Wettbewerb 3×3, also mit dem Originaldrehwürfel, möglichst die 10-Sekunden-Marke zu knacken. 5 Versuche hat sie dafür und ist erfolgreich. Ich habe es nicht erwartet. Ich dachte vielleicht jetzt 11 Sekunden Durchschnitt oder so, aber nicht unter 10. Und vor allem einmal, dass ich es in 7 Sekunden geschafft habe, ist schon extrem. Dieser Wettbewerb findet hier zum ersten Mal statt. Der Veranstalter will Cubern dadurch die Möglichkeit geben, zusammenzukommen. Denn Wettkämpfe gibt es im Osten Deutschlands bisher nur wenige. Das Alter spielt keine Rolle, bestimmte Anforderungen gibt es nicht. Es gibt eigentlich keine Vorgabe. Jede Person, die einen Würfel lösen kann, das ist die einzige Vorgabe, darf an solchen Events und Turnieren teilnehmen. Nebenher bleibt den rund 80 Teilnehmern aus 14 Nationen Zeit für Austausch und für Fingerübungen, die außerhalb des Wettbewerbs stehen. Ich meine, das ist ja nicht viel schwerer, es dauert nur lange. Und das Handling ist das Problem. Aber ja, es ist so ein schöner Schoßwürfel. Bei dieser Art von Turnier gehe es weniger um den Wettkampf gegen andere. Eigentlich ist man sein größter Gegner, weil man nimmt an solchen Events teil, um halt seine eigenen Zeiten zu schlagen, um halt besser zu sein als beim letzten Mal. Und das ist halt das Schöne, was ich halt hier so finde, weil dadurch entsteht halt kein Konkurrenzdruck, kein Konkurrenzzwang. Man spürt es gar nicht. Alle Leute sind irgendwie harmonisch miteinander, alle freuen sich füreinander. Und deshalb plant das Team um Oliver Lehmann für das kommende Jahr die nächste Speedcubing Competition in Cottbus. Jetzt geht's eindeutig langsamer zu. Wenn unser Landschleicher unterwegs ist, dann macht er das entspannt, damit er auch genug mitbekommt vom Ort. Diesmal ging's nach Großluja für ihn.